Merci, Herr Präsident. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Projet de loi 81 gesagt für Gesetz vom 8. Juni 2004 über die Liberté d'expression an den Medien umzuändern. Für genehm zu sein geht es um den droit de réponse, d'Antwortrecht, d'information postérieure an den Membres suppléants am Presserat. Den droit de réponse ist ein fundamentales Recht von allen Einzelnen am Kader von der Meinungsfreiheit. Gesetz von 2004 gesagt aus engem Artikel 36.4, dass sobald eine Person oder ein Gruppement mam Numm oder implizit designiert wird, die visierte Person kann sein droit de réponse erfroen. Schon 24 Jahre ist klar festgehalten, dass es darum geht, eine Gegendurchstellung zu erlauben aus dem Point de vue von der zitierten Person. Es ist nicht uninteressant zu bemerken, dass eine mögliche Reparation von einem eventuellen Schuld für die Gerichte geregelt wird. Und da kann es sein, dass der Richter an dem Kader die Publikation von einem Rektifikativ ordert. Die Notion von einem Schuld als ein spezifischer Fall, die viel mehr weit geht wie heute den droit de réponse. An diesem Text geht, wie gesagt, darum, eine Gegendurchstellung zu erlauben, an den Text nur 20 Jahre und die neuen Gegebenheiten anzupassen. Den droit de réponse sucht neben den Möglichkeiten wie der Information postérieure für einen fairen, ausgeglichenen und demokratischen Diskurs durchzusetzen. Kurz, was ist eine Information postérieure? Man die ist da für eine Person, die für ein Gericht akquittiert wird oder zum Beispiel in Non-Lieu krut, das da kann gratis publizieren lassen, für so eine fälschliche Ausschuldigung zu redressieren. Durch die sehr Entwicklung von den Medien ging es aber heutzutage mit dem Gesetz Fälle, bei denen ein Gesetz vom droit de réponse nicht anwenden kann, notamment bei Online-Publikationen, weil bei diesen der Charakter Periodik, also die Regelmäßigkeit, fehlt. Heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, stärken wir diesen droit de réponse und er wird die genannten Information postérieure, an dem wir sie und die Exigenzen von der Online-Presse anpassen. Zusätzlich dazu profitieren wir von diesem Gesetz für den Conseil de Presse Membres suppléants für 2 von seinen Kommissionen dabei zu setzen. Wer dann natürlich nach konkret mit diesem Projekt mit den ersten 2 Artikeln kriegt, wie gerade angekündigt, der Conseil de Presse für seine Kommission der Carte, also die Pressecard-Kommission, als eine Kommission der Plant für alle Membres effektiv oder Membres suppléants beigesetzt. Den Artikel 3 passt Gesetz op d'Online-Medien an, ersetzt den Begriff Publikation en ligne an den Text, sodass den droit de réponse auch endlich bei diesem spielt. Ewohl die Artikel 4, die Länge vom droit de réponse, hier geht es am Gesetz darum, dass die Antwort nicht mehr lang darf sein, wie die Information, auf die sie sich bezieht. Bei diesem Artikel hat der Staatsrat eine Opposition formell ausgeschwert, weil diesen Artikel nicht am Anklang mit der Liberté d'expression von der visierten Person wir, und damit der gegen die Konvention der Droits de l'Homme mit der Liberté fundamental verstoßen ging. Durch ein Amendement von der Medienkommission ist dem noch beigesagt ging, dass die Antwort, egal wie kurz der Artikel ist, auf den sich bezieht, ein legales Minimum von 1000 Lettres d'écriture, dem noch 1000 Buchstaben davon. Der 5. Artikel besieht, dass die Diffusion von der Antwort auf eine Online-Publikation an denselben Konditionen gemacht muss gehen, wie das auch beim Artikel, auf den sie sich bezieht. Zudem muss an diesem Text auch immer der Lien gemacht gehen zu der Antwort, die Rakommas respektive Verweis gemacht gehen, dass es eine Antwort gibt, die ihn dann noch finden kann. Wann die umstrittene Information ihren gelöscht wird, bleibt das Antwortrecht aber bestehen und das Antwort muss so lange publik sein, wie der nächste Artikel, um den es geht. Wenn der Artikel en question auch nur eine Stunde zum Beispiel publik wäre, dann dürfte die Antwort Minimum 1 Tag visibel sein, respektive online bleiben. Artikel 6 regelt, dass sobald die Antwort auf eine Online-Veröffentlichung rakommt, das dann spätestens 3 Tage nach der Rezeption muss online zesibel sein.
D'Artikel 7 sie praktisch identisch zu den Artikel 5 a 6, mir bezeien sich op d'Information posterieur. Fir d'Information posterieur, also enkeier d'Recht fir no eng Freispruch oder agestalte Griesprozess können nun die kachten Diffusion vun enger Information zu verlangen, die eng Vierricht falsche Information richtig stellt, soll dummer Punkto Veröffentlichung an Akse der Zellwicht gëlle wie den droit de réponse. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, schlussendlich nach kurz die verschiedenen Wien. Den Staatsrat hat sich schon wie gesagt für allem dro gesteiert, dat Läng vom droit de réponse net und die vom ursprünglichen Artikel übertreffen dirft. Durch eis Amendementer, die mir an diesem Sinn an der Kommission gestimmt und werde der Staatsrat aber sehr bereit, seine Opposition formell abzulesen. Chambre des Métiers und Chambre de Commerce sind der Meinung, es muss den Term Publication en ligne besser definieren, a verlangen so wie der Staatsrat, fir dat beim droit de réponse Minimum von 1000 Buchstaben angefordert gëtt. Dalia unterstützt den vierleinde Projekt de loi, gëtt auch zu bedenken, dat het längst überfällig war, fir ein kohärent an op die neue Medien ugepasste Gesetzgebung op de Leeg zu hullen, dat as Loheimer da geschitt. Dalmi an de Presserot willen Modalität vum droit de réponse besser definieren. Dëssen der nimme spiele, wann dann wat och relevant ist, also wann es darum geht, Falschbehauptungen zu widerlegen oder den Ruf von einer betroffener Person zu schützen. Zudem sollen klare Kriterien an den Kader ausgeschafft gehen, wie ein auch kann ein droit de réponse refusieren. Und effektiv an der Reunion vom 4. Juni hat die Medienkommission not geholt von einer Proposition für den Vertrecht mich streng zu regulieren, und noch dem Editor die Möglichkeit zu geben, den Vertrecht darum unzufechten. Als es dat die Kommission nun aber dat net opportun fand, dann huet gesot, dass spätestens an 2 Jahren eng Evaluation von diesem Text gef gemerkt gin, respektiv von dem, was Terra geschieht, für dann auch zu gesehen, ob es eventuell ein Abus beim droit de réponse gef gin oder net. Voilà, liebe Kolleginnen und Kollegen, soweit so gut. Ich hoffe, es wäre nicht so viel kompliziert. Ich so an die Kollegen aus der Kommission. Merci für die flotte konstruktive Diskussion, die wir hatten. Merci dem Staff aus der Chambre und Fraktion. Und ich gehe natürlich einmal den Akkord von meiner CSV-Fraktion.